Guten Morgen, $10. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. Dit zijn nog s'morgens. En we willen vandaag waar terug aan onze Prädicht. Dat zal het 13e Poat. En we zijn bij Matäus 5, vers 21 bis 26. Hauptsächlich hadden we vers 21 en 22 dat vijfmaal al een beetje zijn. Maar we waren vandaag helemaal een klein beetje aantassen. Bij ons is eigenlijk ja dat van de 23e bij de 26e vers. So, wenn je in de Bibel haben, waar we ons den Tags mal even lezen. Matäus 4, vers 21 bis 26. Das sind Jesus seine Wort. Die haben gehört, dort today in der oude Zeit gesagt wird, die sollen nicht dood merken. Wer aber doch dood merkt, wird dafür gerecht kommen. Ich aber sage, wer sich mit seinen Bruder da ist, er soll schuldig für das Gerechte kommen. Und wer zu seinen Bruder sagt, die doch nicht, soll für den Rot gestellt werden. Wer zu seinen Bruder sagt, die Dammkap, ist in Gefahr, in das Hallenvierte kommen. Wenn die im Alter ist, und die eine Gove zu opfern, und die du beifällt, dass die Bruder was gegen die hat, dann lädt die Gove durch für den Alter lehen und go und merkt erst Frieden mit den Bruder und dann go und bring die Gove. So, dass die mit ihnen eena noch schwinn ab den Wachen, die Recht ab den Rennen kämpft, dass die nicht den Rechta übergibt, und der Rechta, die dann an Wachte uitlevert, und die dann anstoppen lässt. Ich sage dir die Wahrheit, du kämpfst die nicht rüt, aber die das letzte Cent betalt hast. Das so wie ans Tages von dir. Weil wir mit dem Gebet anfangen. Lieber gerecht davor, wir kommen hier für dich und wir danken dir für diese Morgenstunde, was du uns gegeben hast. Und ganz besonders danke wir dir für dein Wort, dass du diese klare Rede hast, auch für dein Yes, was du uns gibst, dass wir dein Wort auch klarer verstehen. Und deswegen beten wir, dass die Kraft zu diesem Moment uns muss Verständnis geben, in den Wort anzukicken, und dass wir das begreifen können, was das wirklich sagt. Er muss die alle Menschen, die da in den Tag lauten, die Zeit lauten, muss die dort alle uitcanceln, dass die Menschen, die da nicht essen, dass bis dort, was die geredet hast, dass dort was ist. Herr, wir wissen, dass wir leben in einer Umgebung, wo das so humanistisch ist, und wo die Menschen wollen mit der einen Verstand beurteilen, mit ihrer einen natürlichen Verstand beurteilen, und aber nicht wollen sich Leuten von den Helden Jesus leiden. Herr, macht das bei uns nichts dort sein. Macht das lieber die sein, wie uns alle leiden dat, und macht alles, was uns ansehen merkt, macht die dort schon merken. Und macht die lieber alles leiden, und dat du den Wort du klar durchleihen, so ist die das was geredet haben. Herr, wenn die auch einen schwachen Deiner dort brauchst, was 14 Mal nicht mal weit wurde, das soll anfangen, mit was für eine Wert einer soll, das uitleihen. Herr, danach kann die Jesus dort in jedem einwirken, so ist dir das gefällt. Und Herr, muss die deine Kraft brauchen und nicht meine Schwachheit. Das bete ich in Jesus Namen. Amen. So, wenn wir ein klein bisschen denken tun an die Prädichten, was wir haben durchgegangen, und wo Jesus kann sagen, ich kann nicht das Gesetz über die Zeit bringen, heißt, komm das zu erfüllen, und er ist aber auch, das ist nicht ein Etappel, was du wird vergehen von das Gesetz, was alles in Erfüllung geht. Und wir haben auch gesehen, dass wir sich das Gesetz abteilen in 3 verschiedenste Kategorien. Wir sehen, dass das das moralische Gesetz, das Zeremoniegesetz und das Zivilgesetz. Und wir sehen, dass wo das Moralgesetz nie nicht erst abgehoben worden soll, als dort wie nervös mal darüber tun und kicken.
dat Zeremoniegesetz, dat zei wie dat had te doen met, dat had te doen met wo dat volk Israël moest al deze Opfers brengen, al deze Fasten holen, al deze dingen moesten die alle doen, dat wir in Zeremonien, wat ze vierden, wat müssen hanwies han wir op dit wahre Opfer, wat er kommen, dat wie Jesus Christus. Aber wo wir uns nur beschäftigt haben, das erstmal das Moralgesetz. Und was hat Jesus, wenn das allschänig nötig kommen wird, Moses sein Gesetz zu erfüllen, dort nötig kommen, was das verlangt, dann kommt Jesus hier bis nach und sagt, das ab einem viel höheren Standard. Wenn das ihr schon allmählich wird, dort vollkommen zu holen. Dann kommt Jesus und merkt das bis noch viel allmählicher. Und warum dat er dat staat? Dat er doorweent, dat wir dat sollen klarer sein kann, die kann gar nicht. Die kann nicht. Wenn dat noch nicht so nüchtern sein wird, was Moses ihm gesagt hat, wenn es heißt, es steht, die haben gehört, dass today in der oude Zeit gesagt wird. Was meint ihr damit? Today in der oude Zeit. Das handelt sich von, was sie buchstäblich sollen, in Moses ihm gesagt haben. Die soll es nicht dort merken. Und der Mensch, der natürliche Mensch, der will ein guter Mensch sein. Hij mal even gedacht, dat soll het goed lopen met ihn. Dat zij wel een guter Menschen sein. Und der riemt sich damit, dat sie gut sein. Sie haben ja noch keinmal beim Tod gemerkt, nicht? Ich kann noch keinmal nicht gebringen, weil du glaubst, die hast nicht. Du glaubst, die hast keinmal nicht beim Tod gemerkt. Du glaubst, die bist, dass noch von einmal neu kommen. Aber was dann, wenn wir schon mal checken, wo das wirklich gemeint wird, wenn wir schon mal checken, wo Jesus den Standard hat, von das Gesetz nur kommt, er sagt, die haben gehört, dass today in der oude Zeit gesagt wird, die soll es nicht dort merken. Wer aber doch dort merkt, wird in Gerecht kommt. Dann sagt er, ich aber sei ihn. Guck mal, was Jesus hier hat. Sagt er, aber ich sei ihn. Wer sich mit seinen Bruder da lässt, als unschuldig. In das Gerechte kommt. So, du darfst bloß da sein über den Bruder, dann hast du all, dann bist du all so schuldig, als was der erste Teil, wenn du wer physisch wem dort gemerkt hat. Und wer seinen Bruder sagt, die darfst nicht, soll für den Rut gestellt werden. Wer seinen Bruder sagt, die Dummkopf, er ist nicht vor nicht Hallen für zu kommen. Hier kann ich sagen, ab was von höheren Standard Jesus das Verlangen sagt, wenn die wollen, dass die Salz nur kommt, das ist der Standard. Dann kommen wir bei Matäus 19, wir wollen nur nicht handblättern, wo die Gänger sagen, wer kann dann überhaupt? Sieh, Jesus steht dort, wo ein Mensch läuft Salz in Sturm, was er Salz in Sturm erst zu tun. Dort sagt er ab so einem hohen Standard, dort sagt er ab so einem allmählichen Level ab, dort er sogar ein Kamel braucht in der Notel. Und er sagt, dort ist leichter. Er sagt nicht, dort ist glicken schwer. Das war was ein Ding. Er sagt, dort ist leichter, dort ein Kamel durch das Notel geht, als dort ein so ein selbstgerechter Mensch. Das ist ein selbstgerechter Mensch, der läuft, er hat dort von jung an alle geholt, ich sie vor, ich habe das gesagt, das hat von klein an geholt. Er sagt, dort ist leichter. Nicht möglich und schwer. Er sagt, dort ist leichter, dort ein Kamel durch den Notel geht, als dort so ein selbstgerechter Mensch, der im Himmel kommt. Und das würde ich gerne sagen, wer kann dann überhaupt? Sieh, das ist, was das Gesetz gegeben wird. Dass wir das mal sein können, dass wir uns das alle fragen, und wer kann dann überhaupt? Das ist wie er gesagt hat. Wenn das all allmählich wird, dann kommt Jesus, das merkt das bis noch allmählicher. Warum dat er das staat? Dat een hoopning op zelfs twee meer. Dat alle hoopning wat de mens patuto op zelfs gehad heeft, dat moet alle te schoon gaan. Dat er best een hoopning ever blijft. De kijken op naar Christus. En de kijken op, du is de einzige hoopning wat ik heb. Wegen in der tijd waar we leven dan, in de humanistische tijd, in de humanistische Welt, wir würden sagen, von den letzten 2000 Jahren, was Christus die Kirche hier bei ihr gehört hat die Kirche noch immer muss gegen diesen humanistischen Sinn kämpfen. Und
was ist die humanistische sein? Das ist, dass der Mensch glaubt, selbst zu kennen. Das ist der Mensch, der ist das Zentrum von Ursachen. Und wir wissen, dass das nicht ist. Die Ursache, warum Gott Menschen mögt, wir wegen sich selbst. Die Ursache, warum Gott den Mensch raten hat, weil der Mensch auch gefallen ist, dass wir wegen sich selbst. Zum sein Namen verherrlichen, zum Wesen, was heute entstehen wird zu tun. Dass wir alles wegen Gott. Der humanistische Mensch, der will immer noch sich durch selbst Problemen, so von heute Ursache gewusst ist. Und das ist, was Jesus kam zu mir. Du werden gesagt, hier von je Gläubigen zu kennen, du hast die gelernt. Moses hat gesagt, hast du. Wenn ich so ein bisschen dran denke, als Gott das Volk Israel Ägypten rüberführt, er führt ihn durch das Meer. Und alle wegen haben sie all die Grenzen gemurrt, und wenn Gott hat recht gehandelt, wenn Gott hat eine seine Gerechtigkeit noch gehandelt, hat er ihn dort in Ägypten all versteht. Studiert Hesekiel 20 mal ganz und gar ever. Das ist ein Feiersatz, wo Gott in das Denken hält, dass wir du all reut, um ihn zu verstehen, aber er hat nicht wegen seinen heiligen Namen. Er hat nicht wegen dort, was er sich selbst versprochen hat. Er hat nicht wegen was er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Er hat wegen sein eigenes Versprechen. Das hat er nicht. Hält er sich drei und weiß leider, dass heute Herr ist. Er hat alles unter Kontrolle. Und er weiß auch, dass der Mensch nicht in Sturm ist, Gott so zu bewegen, dass Gott durch seine Entscheidung was ändert. Und so, durch so, es ist dass alle gesehen haben, in Moses wie einmal am Bäumen abgegangen, hat was wird von Gott, kam drauf, redet mit Ernst und sagt, das ist, was Gott von ihnen verlangt, sagen sie, das war wie alle halt. Sie, motiviert erst ein Mensch manchmal reut. Dann, ja, das war wie alle tun. Okay, dann sage ich Gott, zu Moses, dann heilig ihn für 3 Tage, reinig ihn, und dann war ich selbst kommen mit ihm reden. Und was er? Dann kam er auf, und das Volk der Prache doch sehr bald. Gott soll nicht länger mit ihm reden. Sie wären da actually großredig gewesen. Sie haben gesagt, sie würden was tun, was sie nicht in Sturm wären zu tun. Sie wären, das kriegt dasselbe, was Petrus sagt. Oh no, even wenn ich mit die gestorben machen, ich will die nicht verlieren. Das ist, wie den Mensch sein Großmühl immer regnet. Dort war der Gläuf, oh ja, das war ich tun. Na, die wirst das gleich tun. Die kannst das gleich tun. Und das ist, woran Jesus kämpft und sagt, den Standard auf einem frischen Level ab, dass wir das mal sein können, wie kann gleich. Wie kann gleich. Wir brauchen nicht gerade Kraft aus unserer Eene. Wir machen in dem gerade Kraft, dass der in uns wirken, der mit wie das sein kann, wie kann ich. Wir machen mit dort Salz, mit dem Gott, was wir tun, und den Gott von Salz. Hast du mal von gehört, dass es noch einen Gott von Salz gibt? Denn oft Gott, was sehr gedeunt wird von der ersten Tag, das ist der Gott von Salz. Und der Gott von Salz muss erst ganz vernichtet werden. Der muss ganz zu schon gehen. Und dass du sagst nicht ewig bleibst, als von Gott nicht tät. Er kann nicht. Muss ihr stehen, dann die Menschen sind, was sie sich nicht gedacht haben, was sie würden in Sturm sein zu tun. Für den Glauben, was dort standhaft zu bleiben, luten, sich mordern und leiden dafür. Das kommt davon her, wenn es Gott dort in der wirkt. Nicht wegen sie selbst in Sturm wären dort zu tun. Sie wären mit sich selbst zu schon gegangen. Gott von selbst muss versteht worden. Und muss ihr stehen. Dann habe ich Paulus seine Wiederbrücken. Gott seine Kraft als mächtig und der Schwache. Und so, das ist die Ursache, woran wir das sein, woran Jesus das Kampf auf einem ganz anderen Level absah. Dass der Mensch das sagt, er kann nicht. Und wenn ein Mensch das erst sagt, er kann nicht. Und das Werk, was Gott in den Menschen wirken hat,
wo wir reingehen, zu schon gehen mit selbst. Und heu erst dort wir uns nie mehr an das. Heu gibt uns diese nie Gesinnung. Das ist, wenn wir von Dode Knerkes zu lebende Menschen gemerkt worden, in Hesekiel 37 noch. Dort diese Dode Knerkes wird nicht von sich selbst merken. Die waren nicht abgestellt. Und Gott ist dort groß, wer dort eine große, starke Herde merken das. Das ist nicht der Mensch, der dann stehen wird, sich selbst Leben zu bringen. Selbst Leben zu geben. Aber dort wird Gott, was er sagt, ich war. Und erst modern ist dort möglich, dass wir überhaupt dort tun, was die Schrift fordert, was wir sollen tun. Aber an was von der ein klein bisschen Dollar wird gehen, dort ist, was wir tun. Wir wollen hier lesen, was wir sollen tun. Und wir wollen hier lesen, was allmählich ist für einen Menschen zu tun. Das soll wir tun und das ist allmählich zu tun. Und wann wollen wir das tun? Weil wir wollen das tun, wenn wir wirklich ein Leben in uns haben. Wenn er nu geht, und er sagt hier, wenn du in einem Alter gehst, deine Gabe zu opfern, und die du beifällt, dass dein Bruder, was gegen die hat, dann lässt deine Gabe durch für den Alter lehnen, und go und merk erst Fried mit deinen Bruder, und dann go und bring deine Gabe. Das ist ein Ding, was kein Mensch in Sturm ist zu tun. Also, ich soll hingehen, mich mit einem Bruder versöhnen, ich kann nicht über den. Der kann ja nicht mitkommen, wenn der was will. Ich kann nicht wegen den. Ich sehe immer auf, der kann sich an mich malen, wenn der will, nicht? No. Jesus sagt, wenn die dort beifällt, dann geh du. Und versöhn dich erst mit dem Bruder. Das kann ich nicht verstehen. Warum soll ich sonst dort? Ich habe das nicht getan. Weil das ist euer, wie das nie gehört haben. Euer, wie zum Glauben gekommen sind. Dort ist, wo wir sein. Ich habe das nicht getan. Ich kann nicht über den. Das wo wir euer sein. Wenn wir wirklich gesehen haben, was Gott an uns getan hat. Wenn wir wirklich sehen können, was für eine große Schuld Gott uns vergibt hat. Und wo wir eine unbetuhlbare Schuld für ihn haben. Und du kannst ein anderer und betult für uns. Und wir wollen freigesprochen. Wenn wir dort erst mal sein können. Wenn der Herr uns dort offenbaren hat. Dann ab einmal hostig, dann haben wir ein Verlangen, ich kann gleich schlupen wegen das, wegen ich mag dort, Jana der Hafot je mir. Ich kann nicht. Mir auf das schluplose Nachen. Ich sehe tiedenlang im Gebet für den. Und wenn du nie wer sagst, und das passiert, das belebe ich selbst, du hast nu eine Gruppe, die ist da, und die Staaten unter das sieht, und das nicht mehr bloß wegen, sie wollen, dass sie dich beeindruckt. No. Sie starten sich an den Stein, was Gott entgeschickt hat. Sie starten sich an den Stein, und das wahre Evangelium. Sie starten sich an dort, das wahre Evangelium, was von Christus kommt, nicht von einem Mensch kommt. Und sie starten dort Evangelium von ihrem Weg. Und sie stellen ihr eigenes humanistisches Evangelium durch Leiber an. Und ihr baut dort nicht eine Lage, dass sie dort getan haben. Sie können fernschlupen danach, und das ist noch nicht mulderliche Gedanken gegangen. Dann frage ich mich, wovon jetzt ist dort, was du in so einem Menschen regiert ist dort? Wo wird Gott sein Yes nicht dem Machen Person so überzeugen? Weil mal sein, du hast nie wer, der hat uns getroubled. Und der ist beleidigt von uns weggegangen und der will nicht mal mit uns zu tun haben.
En wie bloß ganz anders zijn en looten in bloß Tag, dann freue ich mich. Als Gott sein Wort jemals bei mir an der Arbeit gewesen. Hat Gott jemals mein Hart geändert. Er wil kon ik dat dag voor dag bis aufbarschen, das van nichts is. Maar wat je wat van dat is, dan heb je hammer dat oude Fleischel in de Tür, dat oude Fleischel in de Hart is nog hammer bij ons ben. Wenn wir dat sein können, wo dat handelt mit einem Mensch, was du nicht versäumt ist, dat hat hohe Ursache, dass wir sollen schlupplose Nachen haben. Dat hat hohe Ursache, dass wir sollen die abzusehen. Dat hat hohe Ursache. Wenn sie wieder zu lang sagt, er sagt, sei dort du mit denen jener noch schwinn ab den Weg nem Rechter, ab den Rennen kommst. Dort die nicht den Rechter überjäft, in der Rechter die dann und Wachte utleibert, und die anstoppen lässt. Sag ich es dit. Ich sag dir die Wahrheit, du kannst die nicht rühren, aber die dort letzte Cent betont hast. So, wenn wir am Weg einen Rechter sind, was meint das? Was sagt ihr damit? Meint das, ich in der was gegen mich habe, eigentlich sind physisch und nur dich taupen wie gut Bäder am Weg? Weil, so ein Beispiel nehmen wir hier. Aber wir sind alle, wie wird ab diese Erde leben? Wir sind am Weg einen Rechter. Gerade nur wie physisch von alle sind. Wir sind am Weg einen Rechter. Und du bist ein Rechter, wo wir uns begehen. Du traf wir uns taub. Wenn wir hier auch 100 Mil von alle sind, und wenn wir den anderen sollen kommen, dass wir den ans weit sollen in den Stich kommen, wir können uns hier so in den Stich bringen, einer von anderen. Aber weißt du Gott, du fährst den Rechter, wo wir uns taub trafen. Wo wir uns taub trafen. Das ist, worum ich sage, wenn die das aber immer beifällt, du hast was wer gegen die. Ich sage nicht mal, wenn dir das beifällt, dass du was gegen Jan hast. Ich sage, wenn dir das beifällt, gerne hast was gegen die, dann lut rein alles Tag. Und dann go und versäumen die erst mit den jener. Wenn die diese Sache wollen, dass das tun lut, die wollen ihn zu verklären haben, du für den Rechter. Und der Rechter, wenn die nicht versäumt haben, hier so abgeirrt, dann sagt er, da war je durch eingestoppt worden. Und die wollen noch nicht rauskommen, was jeder letzte Cent betont ist, und da weiß wie was das meint. Da war je jene Struf, da war je das Salz aller betont. Lukas 12, Vers 48, sagt es dit. Wenn du mit denen jener taub ab den Weg nimm gerecht bist, dann du dien meelistet. Er sagt, dann du dien meelistet. Der Sache hänge weh ist zu schlichten. Du nicht noch das Euer mehr. Du nicht noch proben gerne zu verklären. Dort heu die nicht, für das gerecht schlafen kann. Also du alles, was die kannst, dass die nicht zu verklären haben. In der Rechter, die dann seinen Angestellten überjäft, in der Angestellte, die anstoppen lässt. Ich sage dir, du kannst die nicht rühren, bis du das letzte Cent betont hast. In Markus, da geht noch ein klein bisschen deutlicher mit das. Weil man sagen, wie würden die sagen, Matäus und Lukas, der haben das mit so beschrieben, dass dort wir würden physisch hingehen und uns versäumen. Und wenn wir dort noch würden, uns physisch würden top treffen und vielleicht ein bisschen Koffer haben und dort mit so proben zu schlichten, dass ich dort nicht soll so orchieren, es ging hart auch versäumt. Das wird hier frage. Er sagt, wenn je Stunden im Beten, das ist Markus 11, Vers 24. Er sagt, wenn je Stunden im Beten und gehen
wem wird haben, dann soll jedem dort vergeben. Dort jün Führer im Himmel jene Fehler auch vergeben kann. Aber wenn die nicht vergeben, wird jün Führer im Himmel jene Fehler auch nicht vergeben. Also hier ist es also, dass wenn ich mir auch noch was tun, ich habe mich mit wem begegnet und ich habe mich durchgesagt mit denen, wir haben diese Sache berät, aber im Hort ist das noch nicht wirklich eine beredene Sache. Sagt da wird jün Führer im Himmel jün auch nicht vergeben. Das handelt sich wörtlich von Horten vergeben. Wegen uns Führer im Himmel vergeben von Horten. Und er sagt, hey Schmidt, unsere Senden in Männern, wo der Teubste sind, und er holt den nicht rüt. Er holt den nicht rüt. So, das ist eine Abgabe, was wir als Gläubige zu tun haben. Dort wir nur sein, dort wir uns mit den Nächsten versöhnen. Das soll nicht abhängig davon sein, dass ein anderer erstmal an uns kommt. Das soll uns Drief sein. Und was ich wollte, mir sagen, das wird uns Drief sein. Das ist korrekt dasselbe, was wir sehen an den Baum, der Frucht von dem Baum. Der Frucht von der weltlichen Geburt. Wenn diesen Verlangen, uns zu versöhnen mit den Nächsten, wenn der wirklich in uns ist, das ist eine Frucht von den Heiligen Jesus. Und das ist nicht anders, als dass Gott das gewirkt hat in uns. Das wirkt das in uns. Das ist nicht das solche Jef, das aus dem Gesetz, nur macht das sein Nute kommen und du mit sein, den Reich im Himmel zu verdienen. No, das ist gefehlt alles so abgestellt, das ist was und was zu sein sein. Wenn die wirklich Gott seine Kinder sind. Das ist der Beweis, dass die Gott seine Kinder sind. Wenn das große Verlangen in ihnen ist, versöhnt zu sein, dort ist der Beweis, dass die wirklich Gott seine Kinder sind. Und wenn das nicht ist, das ist ein Beweis, dass womöglich noch nie nicht eine andere Natur gekriegt haben. Das ist der Beweis, dass die noch einmal fleischlich sind, dass Paulus der Korinther sagt, sei ihr da nicht noch fleischlich? Das ist, was einige von den heutigen Tag all verdreht haben. Den Namen, das sind Christen, aber das sind bloß fleischliche Christen. No, das ist nicht, was Paulus da sagt. Das darf keine fleischliche Christen. Das darf geistliche Christen oder fleischliche Weltmenschen. Wer noch in der Natur nur leben, der ist nicht wahre geboren. Der hat noch nicht das nie Verlangen gekriegt. Wenigstens dort, wo Gott in den Mensch wirken hat. In Hesekiel saßen da dich noch. Dort ist es so stark, dass der Mensch gleich durchgehen kann. Der kann gleich durchgehen. Woran, wenn es das steinerne Hort wird am Ritt gereden, und dann wird im Fleisch nicht hart gegeft. Die gehen ohne Natur, gehen Gott, gehen ohne sein, der wird auch wahrgenommen, wenn Gott gibt den Sinn Jesus und da merkt so ein Lied von ihm, so wird Gott seine Geboten harchen und auch nur leben. Das ist der Heilige Jesus. Und wenn all das nicht in uns ist, dann wird der Heilige Jesus wirken, da werden wir uns nicht wieder verlieren und uns tun, wenn wir Christen sind. Wenigstens dann sagen wir nicht. Und leider muss wir sagen, das ist gerade, was von der heutigen Tag passiert. Da sind viele Menschen, die legen sich Tag für Tag fair. Die legen sich selbst fair, so wenn sie Christen sind. Und der christliche Jesus ist nicht in ihren Band. Das Jesus wird so Paulus sagt, Gott wirkt in den Beides, das wollen und das fertig machen. Und dann, wenn ein Mensch sich überhaupt so das heißt in Christ, dann muss er immer kämpfen und tun. Der muss immer schwor schaffen, um sich so abstahlen, das von Herrn Christ ist. Und da wird wir uns fragen, naja, ich habe so einen großen Verlangen. Mich mit den Nächsten zu versöhnen, aber das ist nicht möglich. Ich probe den Unterkommen, ich probe das, und ich probe mich even extra einen Trip zu mir und so eine Zeit, wo ich mit den Top treffen. Ich probe die anzurufen. Und das ist bloß nicht möglich. Aber wo wird Gott uns verantwortlich halten, wenn das bloß nicht möglich ist? Aber wo wird Gott uns verantwortlich halten? Bloß so weit es wie kann. Wenn es in Römer 12, Vers 18, da sage ich,
Du sagst, Paulus ist das. Er sagt, dort alles, was je kann, wann dort möglich ist, mit allen Menschen Frieden haben. Wir wissen, dass wir nicht immer können mit allen Menschen Frieden haben. Die Welt, die sagt die Condition, was sie verlangt, wenn wir wollen Frieden haben mit ihnen, dann sagen sie die Condition, und ihr Wort, sie würden Frieden haben mit uns. Die Conditions, die können wir nicht annehmen. Wenn wir das nicht so drastisch wollen bringen, dann wird wir sagen, die Welt ist eine Kondition, dass wir all ihr unmoralisches Leben machen und ihr Staaten, dass wir all das Böse leben in dieser Welt und ihr Staaten, all das Böse, was da angeht. Das sollen wir alle gut halten. Das ist eine Condition, was die Welt sagt, und dann können wir Frieden haben mit denen. No, du kannst wir nicht mit ihnen gehen. Wir machen fast auf dem biblischen Grund stehen bleiben. Und du lässt wie nicht ein i-Tippel von auf. Und alles, was dann noch möglich ist, Frieden haben mit den Nächsten. Wenn wir sagen, die biblische Wahrheit, Sacrificing, am Frieden haben mit der Welt, dann sind wir in den Punkt, wo Johannes sagt, wer du wünschst, Freunde sein mit dieser Welt, der hat sich ein Feind gemacht mit Gott. So wie man, wie an heißter steht, bleiben wir auf der biblischen Wahrheit stehen. Und da halten wir fast. Und wir probieren danach Frieden zu machen. Mit allen. Durch uns, dass wir von der biblischen Wahrheit aufladen. Und wenn die biblische Wahrheit nicht vertrauen kann, und wie du nicht kann Frieden machen mit ihnen, dann ist es, was Paulus sagt, wann möglich. Wir sollen alles tun, was wir können. Wann das möglich ist, mit allen Menschen Frieden haben. Und wir wissen nicht all, so je hast, dass die Welt gegen Gott ist. Das ist nicht möglich, dass wir mit allen Menschen keinen Frieden haben. Und das würden wir diesen Tag machen, nehmen und all das. Jesus sagt, die müssen hingehen. Laut alles Tag, gut haben und versäumt sind. Aber er sagt auch mit dem Bruder, wenn die den Bruder was gegen die hast. Mit dem, was wir noch nicht können sagen, dort war ein Weltmensch, was gegen die hat. Wenn ein Weltmensch was gegen die hat, wenn du ein Christ bist, dann sagen wir nicht schuldig, in jeden einen von dieser Welt gehen. Und sein uns zu versäumen mit denen. Aber er redet von einem Bruder. Was ist ein Bruder? Da wird so einer sein, was vielleicht wird mit dir in Gemeinschaft sein. Da wird so einer sein, was sich mit dir bekannt in selben Glauben zu haben. Das ist nur, was wir uns würden rechnen. Und wenn du was gegen die hast, sagt er, dann tut alles Tag dann gut. Wenn du über einen Weltmensch, was öffentlich in den Sinn leben hat, und du was gegen uns haben, und wir wollen, dass du erst nicht mal wacht, um uns versäumen, ich will nicht tun, und die Schrift ruht uns das nicht tun, dass wir uns nicht jeden einworden versehen. Wenigstens wir haben Arbeit Tüß zu tun. Wir haben Arbeit Tüß mit unserer Familie, mit unserer Glaubensgeschwister. Du hast unsere Arbeit zu tun. Und wenn wir durch wem erwarten, der hat dich vielleicht beleidigt, oder der hat sich irgendwo gestiert, oder der hat was gegen uns. Das will wir geschickt sein. Und, aber hier, so wo Paulus sagt, mit allen Menschen Frieden haben. Das dreht sich nu weiter nicht die ganze Menschheit. Er sagt, dort alles, was die kennen. Er sagt nicht, jemand mit allen Menschen Frieden haben. Wenigstens dann wir im Trouble. Aber er sagt, alles, was die kennen, wann das möglich ist. Mit allen Menschen Frieden haben. Und wo will wir das ausleihen? Dass wir unsere Nachbarn, unsere angläubenden Nachbarn, all die so behandeln, dass die wegen Daten haben, dass wir ihn behandelt haben, nicht eine Ursache haben, was gegen uns da haben. Wenn sie wegen was gegen uns haben, wegen wir den Herrn neu hier, und sie sich du wegen stieren tun, du wird Gott sich mit weiten. Wenn sie sagt, der 19. Vers sagt Paulus ist das, dort niemals Rach üben, liebe Freunde. Geef Gott seinen euer Ruhm dort. Aber geef Gott dort, der wird sich allweiten mit dir. Weil es dort steht geschrieben, Rach üben als meine Sache, ich will Tritt holen, sagt der Herr.
En wat op wat van punt moet we komen? Wanneer we al ons meelistet, overhand, we willen met allemaal vrede hebben. En dat schafft es nicht, und das schafft mich. Moet wir dann mal ans Fleisch am uitstraken, und moet wir das dann mal so meinen? Moet wir dann mal, den mal für das Gerecht schlagen? Den mal verklären? Oder moet wir den fiese strufen? Den mal, das alte Sprichwort, was mal in falscher Religion gebraucht wird, wenn die Menschen nicht so tun, in ihre Gesetze, in ihre Menschenordnung, dann wird noch mal von geredet, dann wollen sie bei ein Distel beiladen. Als dort, was die Schrift sagt, ab keinen Weg. Und wer sich dort wehrt, der hat damit seinen Christenglauben all aufgesagt. Wir haben nicht das Recht, wem mit Gewalt bematten. Nu wollen wir diese Sache fixen. Okay. Wir haben nicht das Recht. Er sagt, das ist Gott seine Sache. Gott weiß all, worum er noch nicht in den sein Hort gearbeitet hat. Weißt du was, mit der einzige Person, was wir uns kennen für sein, das sind die Personen, wo Gott an der Arbeit gewesen ist, wo Gott sein Jes an der Arbeit ist. Und wenn Gott sein Jes noch nicht an der Arbeit gewesen ist, und wir wollen das nicht mit Gewalt tun, dann teilt ihn bis Eva, was wir dann bis tun. Sagt, gebt Gott seinen euer Rühm du tau. Gott wird sich damit weiten. Und so, erst auf einmal, wenn du von der ersten Tag Menschen hängen im Geneck eingefunden waren, und die waren, wo gestoppt. Und nu war wir erstmal belehren. Erst auf einmal kriegt dort, was du von der getan wird. Das ist ein Beispiel. Wenn du wer nicht will, die will wer bist nicht. Die will nicht von seinen Laster auflöten, die will nicht, die bleiben sein bei sich leben. Und was immer von Addictions die haben. Und der wird auf einmal sagen, hast sie abgelöten, der wird in ein Zentrum gebracht. Und du machten die. Es steht auf einmal noch, was der Schrift uns verbieten hat. Mir wird das zu löten, ja. Dort ist das weltliche Gesetz. Wenn sie Zentros haben, wo sie Menschen anstarben, oder Gefängnissen haben, die sind wen, haltet in Denk. Wir wollten, dass der biblische Gesetz teilt sich in 3 Kategorien. Das Moralgesetz, das Zeremoniegesetz und das Zivilgesetz. Und das Zivilgesetz ist nicht für nichts. Das ist nur wegen Ordnung, Heil mancher Menschen. Und Paulus sagt ja noch in Römer, wir sollen die Regierung in Acht halten. Wir sollen die Regierung ihre Gesetze halten. Wenn das nicht gegen Gott ist, dann sollen wir die halten. Und er sagt auch sogar, der Drach erschwert nicht umsonst. Warum tragt er erschwert nicht für nichts? Das ist zum Ordnung halten, nicht über den. Über den, was die bösen Menschen wollen, böse tun, hat Gott noch das 3. Niveau von der Struktur gemerkt, zum Ordnung holen hier bei Welt, dass die Menschen sich nicht alle anbringen. Und das ist das Zivilgesetz, das ist das weltliche Gesetz, und der ist du nicht für nichts. Wenn ein Mensch nicht im Glauben ist, und der lebt bis zu seiner Beise, und der hat andere viel Tausaten, vielleicht seine eigene Familie, das ist nicht die Christen ihre Arbeit, den dann in Distel beleiden. Dann ist das Zivilgesetz ihre Arbeit. Und wenn die dann was verschuldigt haben, dort lohnt das Gesetz Gefängnisstrafe fordert, das wird dann mal passieren. Dann im Gefängnis nehmen wir den. Das ist, was das Zivilgesetz ist. Das ist, die Böse bestrafen und das Rechte der und die beschützen. Das ist, was Paulus dort sagt, dass wir unter der Schutz im Frieden leben können. Wenn es dort viele Länder, wo nicht ein Zivilgesetz meistens mal haben, und jeder einer, der böse ist, dass sie sich das selbst gut denken, und du würdest wie nicht wollen leben. So, wir würden actually dankbar sein für das Zivilgesetz. Aber hier ist die Sache, das ist nicht die Kirche ihre Arbeit. Das Zivilgesetz mit Gewalt anführen. Die Kirche ist dankbar dafür, dass Gott eine weltliche Regierung gesagt hat, dass die dort hat. Aber wenn wir sagen, hier ist eine Organisation, und die nennt sich christlich, und die nehmen mit Gewalt einen Mensch fast.
En nu moet het door zijn, nu wil we den beleeren. Is dat biblisch? Wel, nee, dat is niet. Weet je waarom dat niet biblisch is? Wenn Gott hat al gesagt, ik wil dat steun in het hart uit je driet nemen. En ik wil je in vlees in het hart geven. Ik wil je mijn jes geven. En ik wil zo'n lied van je merken. Wat mijn gezaten houden. God zegt al, ik wil dat doen. Maar dan kunnen mensen dat in zijn moment niet afleren. Eerstens, dat is ook veel predigens ihre schuld. Dat de Heilige Geist nicht mehr wirken hat in Menschen. Waarom? Wenn sie predigen, eerste steht nicht das wahre Evangelium. Sie selbst verlassen sich nicht ab Gott. Sie verlassen sich ab selbst und ab ihre Klugheit, ab ihre eine gesatzenen Moden. Und dann lässt wenn ich alles uit de roten mond geflogen, als wenn de Glauben kommt der hier, aber der wat hier, der das wahre Evangelium hier. Und dann haben sie dort verschlafen, das wahre Evangelium ist nicht gepredigt worden, dass es das sollte. Menschen, die ran uit Randenband, geroden in allerhand schlechtes Leben haben, und dann wollen sie aber mit ihr Fleisches uitstreichen, die sollen aber noch bei so einem Leben bitte bringen, dass das du wegen soll christlich lohnen. Sollen sie denn mit ihr Fleisches arm kann, dann, wenn sie es nicht sein, den durchzustellen, das soll dann wenigstens christlich lohnen. Das, woran ich mal einmal gesagt habe. Viele Städte, was sich von der ersten Tag christliche Kirchen nennen, das sind Kassenform. Und die lehren die Kassen durch so abstahlende Schub. Die haben das all fern verstanden, dass das von Büten haben soll eine Schub lohnen. Aber der innerliche ist 100% ein Bock. Und das sind keine Christen. Wenn sie haben ihre eine Moden noch, ihre eine Gesetz noch, und Gewalt geäuft eben abstehen, dass das mit so und so luten und die machen diese Ordnung holen. Wenn auch euer auf eine steht, ist auf der andere steht. Und Gott sagt, das ist seine Arbeit. Das ist gerade woran eine biblische Kirche keinmal darf strenge Menschen gesetzt haben. Weil ich sie mal über gedacht habe. Eine biblische Kirche, die darf keinmal strenge Menschen gesetzt haben. Eine biblische Kirche, die wollen sich vielleicht über Dinge einig werden. Wir wollen das so tun, wir wollen das ja tun, und kommt auf und bereden Dinge. Das nennen sie Bylaws. Das ist boven angesetzt. Das heißt, wenn wir uns Glaubensbekenntnis haben, wenn wir unsere Constitution haben von unserer Kirche, wir sind uns einig geworden, das ist, wo das gestructured ist, das ist, wo das schaffen soll. Und wir haben nur ein paar Dinge, was wir machen können, wo wir sagen, das ist, was wir erlauben, das ist, was wir nicht erlauben. Wir erlauben hier nicht ein großes charismatisches gelebt, wenn wir Worship Service haben, das ist zum Beispiel. Und so dort haben wir hier Dinge, das sind Bylaws, was wir haben. Wir würden dort Leute sein, dass sie sich vernünftig antreiben, zum Beispiel. Aber wir merken, dass kein fastet Menschen gesagt wird. Das ist, woran bloß eine biblische Kirche nicht darf hübsche Menschen gesagt haben, und das ist ordentlich. Eine biblische Kirche, die sind ordentlich, die benehmen sich freundlich und bescheiden, und das sind durch aufgeschummt, und die haben aber keinen so einen Gesetz. Keinen so einen Menschengesetz, der merkt es dort. Warum? Wenn du eine höhere Kraft, was er zu treffen, das ist den Heiligen Geist in der Kraft. Na, aber nicht reingehen in den Trouble, was du von der ersten Tag sehr, sehr groß ist. Die Menschen haben wohl mit Menschen gesagt, den Menschen bemachen, das machst du. Und das Menschen gesagt, das ist zu schwach, zu tun, ich kann nicht alles in der Kontrolle halten. Da machen sie noch ein Ding dabei tun. Und dann mit Gewalt den Menschen das bemachen. Und wenn sie das in Sturm gewass sind, die entweder so weit überreden, besebren, wie wir machen sagen, der Simon, der Sauberer, der will auch sagen, gut du an. Die besebren, und dass die wegen sie besebert sind, dort nicht nur kommen.
Dann haben sie, du bist ein falsches Vertrauen in die Menschen gesagt. Wenn so viel mehr worden Menschen besäbert, wenn sie diese gesagten Menschen möchten nur kommen, dort erst wird danach mal hoffentlich wird dann durch so im Himmel anbringen. Sehr gefährlich. Wenn wir die Menschen wollen, wegen besäbern, wegen, dort wir die haben psychologically was eingibt. Und dass sie sich deswegen so benehmen. Aber das hat es nicht geändert. Aber was wir nicht wollen trägen, und wegen Versäumung, wir davon reden, wegen versäumt worden. Wo kommt das dazu, dass wir Jahren wollen mit unseren Nächsten versäumt sein? Dass wir Jahren wollen den vergeben. Dass wir einfach ein Verlangen haben, den vergeben. Dass wir ein Verlangen haben, in Einigkeit zu sein. Du hast eine treue Geschichte. In Matäus 18, Vers 23 fängt Jesus dort an. Das ist so traurig. Du hast eine Friedmann und das nimmt sich so traurig. Die Geschichte nimmt so traurig ein. Dort sagt es das Himmelreich erstmal ein König zu vergleichen, der mit seinen Schuldner verräten will. Und wenn wir das in denken, das ist ein Vers, das Himmelreich erstmal ein König zu vergleichen. Da meint wir all, dass der König, der ist Gott, das ist der Rechta. Und der Schuldner, das sind die, die für ihn gebracht wurden. Die, die mit ihm zu dealen haben. Die, die Schuld haben für den König. Und wer sind dort alle? Das sind wir. Aber hier ist die Sache. Er sagt, als er anfängt zu verräten, wird einer für ihn gebracht, der viele Tausende schuldig wird. In der Original in Greek, der redet von 10.000 Talenten. Was ist ein Talent? Ein Talent ist mehrere Jahre Arbeitslohn. Mehrere Jahre. Das sagt nicht wie viel, aber das sind mehrere Jahre Arbeitslohn. Ein Talent. Das ist 10.000 Talenten schuldig. So, wenn er das nicht soll selbst aufarbeiten, wenn er das nicht soll selbst betonen, wann kann er das? Er ist eine anteilbare Samen schuldig, was er nervös selbst betonen kann. Und er sagt, als er nicht hat, das zu betonen, befahl sein Herr an mit frühen Kindertaub und alles, was er hat, verkaufen in der Schuld betonen. Also hier sagen wir, dass das Rechte, der fordert, was du schuldig ist, mit betont. Das wurde am Jesus das drastisch durchstellt. Dann fällt der Mann durch und bet am an und sagt, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles betonen. Ich will dir alles betonen. Was sagt das Knecht hier? Ich will dir alles, das ist, wo er sich mit versinnen hat. Dass er glaubt, das selbst zu betonen. Das ist der Licht. Wir haben nicht mal bis mal ein klein bisschen trägen. Wenn wir nicht, ich sage trägen, wenn wir bis mal, das muss man ernst nehmen, ein klein bisschen vergleichen. Wenn wir sagen, ich sehe einen Menschen, die sind schuldig. Und der kann nicht nervös betonen. Das heißt, erst so abgerannt, der kann nicht nervös betonen. Und mir wird gemeint, und ich soll betonen. So ist es jetzt, ich soll betonen. Und ich brauche danach eine Geduld und sage, ich will die alles betonen. Und ich will das allmählich. Die Kapazität, die ich würde haben gehabt, mal eine gewisse Zeit, der ist mir all vergangen. Mein aller ist all durch, wo ich euch kann. Schaffen, zu betonen. Und ich sage danach, ich will Ihnen alles betonen, was tue ich dann? Ich tue lean. Das wird dieser hier das. Hör mal, was das hier sagt. Und dann wird uns diese Geschichte, was andere anfangen zu sein, ist, wofür wir die nicht mehr einmal gehört haben. Wenn ich sage, dann fällt das Mann durch und bet am an und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles betonen. Dass er noch sagt, ich will dir alles betonen. Da sage ich, er wird so tun, was allmählich ist. Dann jammer den Herrn dort über den Knecht, Leute am Grunnen und verjäuft am die ganze Schuld. Wenn der Herr wisst, die hast euch zu betonen. Das ist so, das stimmt euch. Aber wenn es noch so ein Vertrauen hat, ab sich selbst und glaubt, dass noch selbst der kann,
Oder ich weiß nicht, muss er das verhebt, was geläuft hat, als er bloß gelernt hat. Dann ging derselbe Knecht rüt, traf einen von seinen Mitarbeitern, der am ganz wenig schuldig wird. Den krieg er Holz zu holen, fang an zu wehren und verlangt, alles zu betonen, was er schuldig wird. Nu hör ich mal, was dieser sagt. Dann fällt das Mann vor am Doel und sprach er hab Geduld mit mir, ich will dir alles betonen. Wenn du noch wer eine Möglichkeit hast, einer den anderen zu betonen, das einer, was du sagst, das letzte, was du sagst, ich will dir alles betonen, der hat noch eine Möglichkeit, den alles zu betonen. Wenn's wie viel glaub je wir da diesen Nächsten schuldig, diesen Knecht schuldig. Das Mitknecht, wie viel wir diesen Knecht schuldig? Da ein Denario wird den schuldig. Ein Denario, das ist ein Dachlohn. So. Das Knecht, der hat die Wahrheit gesagt. Das Mitknecht, der hat noch so gesagt, was möglich wird. Der sagt, hey, Geduld mit mir. Ich darf bis ein Tag gut utschaffen. Und dann sehe ich dir das richtig. Aber sag ich, aber er hört nicht nur. Ging in Leute am Ernststaben, bei er alles betonen wird, was er schuldig wird. Aus seinen Mitknechten, dit sagen, werden sie sehr bedrückt und gingen und vertalen dem Herrn die ganze Geschichte, was durch vergefallen wird. Und dann fordert der Herr war und sagte die böse Knecht, ich vergebe dir all deine Schuld. Willst du mich am Prachas? Sollst du die nicht gerut so gut mit deinen Mitknecht Mitleid gehabt haben, als ich mit die Mitleid hat? Und sein Herr wir so doll, dass er am Leid in der Folter kommen. Das ist in einer Stadt, wo die Menschen gequält werden. Folter kommen, das ist eine Quäl kommen. Die Leute am du anstatten, dass er alles wird betont haben. Nicht halt ihn mal eben, wann er kämpft er durch. Und dann, was sagt Jesus heran? Was sagt er zum Schluss mit das? Er sagt, und so wird mein himmlischer Führer dort mit ein jeden von ihnen merken. Wann die jene Brüder seine Übertretung nicht von Horten vergeben. Das ist, was ihnen wird passieren. Das ist, was ihnen wird passieren. Meint dort, weil uns diese Geschichte sein, dass Jesus hat unsere Schuld betont, nicht weil wir die Leute noch mal selbst betonen, no, dann ran wir uns weiter an eng, dann ran wir uns weiter fast mit anderen Schriftstellen, wo du sagst, das ist betont und das bleibt betont. Das wird nicht nach weiter frisch von da. Wenn Gott sagt, er schmiert unsere Sinnen in den tiefsten Meer an, und er wird ihn nicht mal frisch von da holen, und was er betont hat, in das Römer 8 sagt, was kann uns denn nicht von Gott seine Leib scheiden? Du hast nichts, was uns kann scheiden. Das hat er betont, das ist vorig. Aber weil wir hier denken, wo sich diese Geschichte rumnimmt, hier soll ich schon ein Punkt, er sagt, ich will die alles betonen. Ich will mit meinen Worten sein, dort Intent rechnen. Da will sie ein Fehler. Das nächste Ding ist, er sagt nicht an, wo groß der Schuld ist du so. Wenn er dort hat gesehen, wo groß seine Schuld vor Gott wird, und er wirklich wir vergeben worden, so ist von Horten, dort sein Hort dort vernommen, dass er vergeben wird. Was glaubt ihr, wird passiert sein? Wenn das Knecht dann nicht von den Herrn geht, dort all meine Schuld ist betont. Der ist so froh. Und der ist so mutig, der fühlt sich so losgelassen. So frei von Schuld. Und dann beginnt er, sein Mitknecht zu bieten. Und das Mitknecht, das womöglich vielleicht ein bisschen blöd. Der wird sich vielleicht nicht ganz unterkommen, aber der fängt doch an davon zu reden und sagt, weißt du, dort, wo ich die noch schuldig sehe, da ich dir lang will betonen, aber ich kann noch nicht so recht können. Weißt du, was das aber top bereiten tun? Das Knecht, was so eine unteilbare Schuld vor Gott hat. Und den ist der vergeben worden, den ist betont worden. Und du kommst ein anderer und sagst, ich will die gleichen nicht betonen. Oh, aber das Knecht, weißt du, was wird passieren an denen, wenn er dort wirklich begriffen hat, was von einer unmenschlichen Schuld haben wir vergeben worden.
Der wird diesen anfühlen, der wird healen über den. Der wird sagen, dass die mir schuldig bist, das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Der wird sagen, Mensch, weißt du, was mir gut geworden ist? Weißt du, wie viel Schuld ich habe? Und mir ist der Renn alle gestrickt worden. Weißt du, was mir kann nie all keiner mehr was schuldig sein. So viel Schuld, als ich habe, und mir ist dort gestrickt worden, du hast ein anderer, wer der für mich betont hat. Mir kann keiner was so groß schuldig sein, dass ich mal sagen, ich will das nie ich kann nicht mal fordern. Und der wird diesen anfühlen, und der wird ihn gut sein, und der wird sagen, Mensch, die bist mir nicht schuldig. So als Gott mich vergeben hat, so vergebe ich nie auch wieder. Weet je wat? Dat is een ware geborene Christ. Wat dat gemaakt heeft. En dat kan niet mal anders. Als de kan best niet mal wat je in zijn nächsten handlings. De kijk immer wat er wat anders vergeven worden. Aber der wat best de Geschichte weet. Der wat de beste de Geschichte weet, Jesus ist für mich gestorben, der hat meine Sinn betont. Und der kann auch nicht, der beschäftigt sich nicht um zu gucken, wo groß die Schuld ist, was er betont worden. Und der verjagt du so schwinn, als er von den Thron weggeht. Wenn er du sich auch noch hat, wenn er du auch noch hat gesagt, ich will die alles betonen, hab ein bisschen Geduld mit mir, und dann geht er rüt mit seinen Fleischesarmen. Ich will das betonen. Ich will jeden einklagen, wer mir schuldig ist, und meine Schuld. Wofür sind die Menschen die schuldig, und wofür bist du schuldig? Wenn du das Salz wärst, sieh, das ist der Trouble. Von unwahre geborene Menschen, das war was auch klar haben, wird die Geschichte anweiten. Der hat nicht ein geändertes Hort. Und du erkennst dich mal anders. Und die wollten die Geschichte, Jesus ist für mich gestorben. Und die sagen dort mit Emil nur. Aber er hat das nervös begriffen und er ist nie nicht nur Sache geworden. Und sind noch ganz undankbar, er war so froh, dass er von den Thron weggegangen. Und so froh sie sich mit ihren Nächsten begegnen. Sie kann sich nicht versäumen mit denen, sie bringen sich lieber noch weit in den Stich. Das ist ein unwahrer geborener Mensch, der noch nicht weiß, was Jesus wirklich betont hat. Der kann sich nicht versäumen mit den Nächsten. Kriegt nicht, wo wenig das ist. In so viel Mals sind sie bloß noch gehasst über die wirklich wahre geborene Kinder Gottes. Und sagt, dass so wird mein himmlischer Vater mit einem jeden von ihnen merken. Dort mit jeden einen von ihnen merken. Wenn jene Brüder seine Übertretungen nicht von Horten vergeben. Das ist, was ihnen wird passieren. Da will ich das selbst betonen. Wenn die glauben, das selbst zu betonen, du will ich das selbst betonen. Und du willst nicht rütkommen, was alles betont ist. So, was ist das? Du nicht rütkommen. Der Hall, der ist auf ewig. Du kannst nicht so lange in der Hall sein, dass du kannst sagen, so, nu habe ich hier so lange gelebt, nu habe ich das hier betont. No. Der Sinn ist so sehr viel gerater, als was du begreifen kannst. Als was dein Verstand berechnen kann. Du kommst dort nervös nur. Wenn du in der Hall, wenn du kein Helden Jes ist, was die Materie hält, dass dein Euer gegen Gott, du bist loslässt. Du hast kein Helden Jes, was die begrenzen lässt von Schlechtes tun. Deine Struf catch nervös ab mit deinen Sinn, dann hast du auch lang mehr gesündigt in der Hall. Du kommst die nervös rüt. Du darfst du ab ewig. Und das viel schrecklicher, als was wir Menschen uns dort manchmal überteilen. Krieg so ist der Himmel so viel herrlicher ist, als Paulus sagt, was nicht gesehen haben, was nicht gehört haben, nicht gesehen haben, hat Gott reut verdeutet am Gott sein. Das ist übermutig herrlich, was wir nervös begreifen können noch nicht. Aber glaub mir das dann auch, dass der Hall
Wie über den Muten schrecklich ja erst aus, was ein Mensch sich das jemals kann übertalen. Aber das ist ein bisschen wahre geworden, die Kinder Gottes. Was das auf einmal kann groß werden. Warum? Wenn es ein wahre geworden Kind Gottes, dann wird auf einmal Angst und Bang. Und dann wird das auf einmal ernst. Und der kann nicht schlupen, wenn er sagt. Und der fragt sich selbst, sie ist wirklich ein Kind Gottes. Und der untersiegt sich, so Paulus sagt, untersiegt ihn, sein es die wirklich im Glauben sein. Untersiegt muss sein, dass Jesus Christus in ihn ist. Will's wann nicht. Dann sei je für Jesus zum Glauben gekommen, dann sei je nicht einer von der Singen. Und das hat gefragt, woran dort die Christen Judas geschrieben ist. Die Welt, von daher ist das nicht mal verlangt, dass sie sich verdrehen sollen, einer den anderen. Du hast das zu viel gesagt. Aber wenn wir uns als Christen bekennen, wenn wir wirklich Christen sind, dann ist uns das geschrieben, was in Kolosser 3, Vers 13 geschrieben ist. Paulus sagt es ist das. Verdreht einer den anderen und vergeft einen anderen, wenn wir eine Klau gegen den anderen haben. So als der Herr ihn vergift hat, nicht hör ich, was das hier sagt, so matt. So als der Herr ihn vergift hat, so matt die auch vergift. Das ist kein Rammweich. Das ist kein Rammweich. Die matten vergift. Ich kann das nicht, okay? Warum nicht? Warum nicht? Ich kann das bloß nicht tun. Der hat mich tausendmal beleidigt. Warum kannst du nicht? Wer sagt dir, dass du nicht kannst? Wenn du sagst, das kann ich nicht. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Wenn sie mal nach gucken, ich kann nicht oder ich will nicht. Das sind zwei Dinge. Ich kann nicht oder ich will nicht. Aber wenn man sagen, das ist so, du kannst nicht. Und du nennst dich über einen Christ. Du sagst, du kannst nicht und du nennst dich über einen Christ. Ist dort alles, was Gott an dich getan hat, als er dich zum Glauben brachte? Meine Kraft hat er dir nicht gegeben. Wo ist das? Dass du sagst, du bist ein Christ, der Heilige Jesus ist in dir, der lehrt dich, und der hat nicht genug Kraft, dem die Kraft geben, den Nächsten zu vergeben. Der Frau macht wie ein Stahl. Entweder wir legen uns als fair, dass wir uns besser tun, wie sind ein Christ, wenn es ein wahrer Christ, der kann. Der hat die Garantie, dass der kann. Wenn es was von einer riesigen Kraft ist, das was Gott in der wirken hat, der wird glauben. Der wird wirklich glauben. Das ist dieselbe jährliche Kraft, die Gott braucht, um Jesus von dort abzuwarten. Und bei allem den höchsten Ehrenplatz geben, das was jemals kann genannt werden. Die riesige Kraft, lass Gott in der wirken, der wird wirklich wahre geboren sein. Und wie sollen die sagen, er kann nicht? Wenn wir nicht können, den Nächsten vergeben, dann wollen wir uns nicht wieder verlegen und sagen, ich sehe einen Christ, dann sage ich nicht. Dann haben wir uns bloß den ganzen Tag über so getan. Und dann noch, wenn einer wird sagen, naja, ich würde ihm gerne, aber ich will gleich. Okay, so, kriegt das Salje. Hat Gott euch den Will geschenkt? Seid ihr im Glauben brach? Er sagt, Gott wirkt in den Bären, das Will und das fahrig mehr. Und die sagst, du weißt nicht? Hier ist am Bett, wer ich nicht was fertig geben. Wenn wir nicht können oder nicht wollen, den Nächsten vergeben und Versöhnungen sein zu Wege schaffen, da wollen wir uns nicht wieder verlegen, so wenn wir Christen sind. Das muss ein deutliches Verlangen in uns sein, und das wird auch in uns sein. Und der Beweis, dass wir wirklich wahre geborene Christen sind, ist kriegt das. Wir haben ein deutliches Verlangen, versöhnt zu sein mit den Nächsten. Wo wir perfectly uns können versöhnen. No, das ist nicht mal einmal möglich, uns versöhnen. Aber die Frau ist, habe ich das Verlangen.
Und wenn das nicht anders möglich ist, aber habe ich den al bis von Harten vergift. Ich kann nicht mal zurückkommen mit dir, die lassen sich nicht mal ankommen, aber in mein Gebet. Was sieht Markus dort nochmal weiter? Und wenn die Stunden in Beten, in gegen wem was haben, dann soll die den dort vergeben. Like even du so im Gebet, mir fällt das du so bei. Und ich vergebe dir von Harten in mein Gebet ist noch lieber bis für dich. Dat Gott, du musst an der Arbeit sein. Epheser 4, Vers 31, da sagt Paulus, das war da so. Und das ist eine sehr ernste Sache für die Kirche. Er sagt, wart nicht mehr better und fuchtig über einer den anderen. Und versucht nicht. Geht ab mit zu schreien und zu beleidigen, lut so was nicht mehr sein. Nicht mehr. Sieht lieber von Harten läuft tulich einer zum anderen. Vergeeft gint euren anderen, so als Gott gint in Christus Jesus alles vergeeft hat. Like, je sind vergeeft. Nicht dat auch bis es dort wieder. Wings van dort, es dort wieder, das hat mir einmal Wort für ein Tag gebracht. Okay, wir sollen vergeben und dann sitzt Gott dort und dann wird uns vergeben. Like, dann werden wir alle geräuscht. Wenn das von uns abhängig wird, dass wir ihr jemanden vergeben und euer Wort Gott uns nicht vergeben, wenn das dort wird, dass wir den Umfang sollen merken, dann wird kein ein Mensch gerat werden. Aber no, das geht uns anders. Das Knecht, den was Jesus hier von redet, den wird erst vergift. Ein anderer Mensch die Schuld wird den vergift, sondern soll auch bis es dort wieder. Und das ist, was das geht. Dass wir das können begreifen, dass wir all vergift sind. Nicht, dass die auch bis so. 2. Korinther 4, Vers 17, er sagt, du wegen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher wird, ist nicht mehr, er ist nie geworden. Es ist uns nicht klar. Du wegen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher wird, dort meint, dort, er kann nicht vergeben, er wird Hut trauen, er wird beten über den Nächsten. Dort, wo er vorher wird, ist nicht mehr. Das ist nicht wahr, das ist weich. Wenn die wirklich in Christus sind, dann ist das weich. Er ist nie was nicht geworden. Er sagt nicht, du hast die was nicht gemerkt. Er ist was nicht geworden. Dies wird passiert. Wenn die das nicht passiert ist, und die nicht diese Veränderung in dein Leben erfahren hast, dann leh die nicht wieder Salz fair. Also wenn du glaubst, du legst die Salz fair, dann prache lieber Gott, das weißt du. Du wirst das nie erleben. Aber das wird von der ersten Tag sehr viel passiert. Das nicht wird nie geworden. In der Hand, diese Zeugnissen gehört von Sohnen, wo du wirklich wahre geborene Kinder Gottes führen, und die tun sie das nur üben. Und sie machen sich das ständig immer wieder frisch verlegen. Ich sehe ein Kind Gottes, aber warum bist du ein Kind Gottes? Und was ist das zu sein, dass du ein Kind Gottes bist? Na, aber ich prüfe mich was. Wach ich mal mit, da sag ich, du bist was nicht geworden. Das ist nicht, was du prüfst, das ist, was du geworden ist. Nun kostet du durch, was du geworden ist, kostet nicht mal anders. Das haben alle von Gott, sagt er, in der 18. Vers. Da er uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Das ist alles von Gott. Das deutet heute selbst. Er versöhnt, als wir nach Gott seine Fien wären, sagt Römer in Römer 5. Als wir nach Gott seine Fien wären, versöhnt er uns mit sich selbst. Als wir nichts von ihm wollen, als wir uns selbst nicht halten können, und als wir bloß noch doll wären über Gott, dann versöhnt er mit sich selbst und er ändert uns Leben. Wir sind was nicht geworden, sagt er. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Ehebat unterreden, mit ihm versöhnt zu werden. Dort ist Gott wie in Christus, und er versöhnt die Welt mit sich selbst, er vergibt den Menschen ihre Sünden und hält ihm die nicht mehr für. Er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Diese Botschaft von dieser Versöhnung, die wir ganz besonders Paulus und der Jünger anvertraut, aber das ist auch uns anvertraut, dass wir diese wiedergeben.
En wo kan we dat vandaag dag? Dat we dat bewijzen dat ons deze boodschap onvertrouwd is. Dat is, dat ons dat zo wichtig wordt, wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat we dat op einmal morgen, we zijn wat niet geworden. Dit oude mens, der wordt mij zo leven mjuk als der doet, der deed niet meer. Waarom is dat alle weg? Mij is wat geworden. En dit, dat we, de mensen dat zijn, dat we deze gouden nodig, wanneer we met wem te handelen hebben. En we komen misverständnis nemen, er du fehlt wat te vergeven einer den anderen, dan kan we dit immer weer brücken. Ik kan die ganz leicht vergeven. Du hast kein Pendiente mehr. Aber lass mich sagen, warum? Lass mich sagen, warum? Weißt du, wofür actually wir vergat? Weißt du, was ich mich verdient hat? Und was mir erst vergeben worden, weil dort ist die Ursache, warum ich die vergeben kann. Das ist unsere Abgabe als Christen, da war ich die Botschaft wiederzubringen. Das ist die Ursache. Wenn der Angläubende, der kann sich das dann mit framfähren. Na, wo kostet die mir so läuft ich danach sein? So vergeben. Wo kostet das? Meint das, dass das einmal leicht ist? No, das ist schwer. Aber wann sagt, dass wir nicht sagen, dass Fleisch und Blut kritizieren? Wann sagt, dass wir nicht sagen, dass Fleisch und Blut bedwingen, dass die uns matt gehorsam sind? Sind wir nun nicht Herr über das Fleisch und Blut? Wenn Gott uns die Kraft gegeben hat, dass wir nun durch die Nien jetzt, dass wir die Wirt sind über das Fleisch und Blut matt uns hören? Nicht wie das Fleisch. Wenn wir nicht wahre geboren werden, dann hören wir das Fleisch und Blut. Dann hat dort die Macht über uns. Die natürliche Verlangen hat die Kontrolle über uns. Aber nu ist was stärker in uns. Jesus Christus ist selbst in uns. Und deswegen geht es, weil wir den nicht im Sport mehr. Dort, wenn wir sagen, ich sehe in Christus. Du hast keine Kraft in mir, dass ich kann wem vergeben oder ich kann so leben als ein Christ. Weißt du, was ich damit tue? Ich tue Jesus sein Namen zum Spott bringen. Wenn Jesus sein Namen wird verlassen hat, dadurch, dass sie sich als Christ bekannt und dass es über so sieht, Christus hat nicht könnt mehr anfangen mit dieser Person. No, Christus ist wirklich stärker. Und der kann das. Bloß das denkt, es war bloß nicht alles confusion für Christen. Der wird sich Christen nahen von dir. Wenn du die Kraft nicht zu sein. Und er sagt, deswegen sind wir nun Christus seine Vertreter für diese Botschaft, so als wenn Gott selbst durch uns anreden wird. So brauchen wir nun in Christus seine Stadt, Lut mit Gott versöhnen. Das ist einfach Christus, der kämpft, der sagt, ich will ihn versöhnen. Und er kämpft einfach, wenn er in Jerusalem kommt und er hielt über die Stadt. Dass die so hart wären, dass sie nicht wollen. Er sagt, wofür hat ich wollt? Wofür hat ich wollt? Jün versammeln sich die Glück, ihre Kickel und ihre Pflichten versammeln, aber du hast nicht gewollt. Und wir wollten, dass die was Gott raten, die wollen auf einmal. Die wollen auf einmal. Gott mögt den, der von keinem Sinn wiss, in unserer Stadt zu sehen. Dass wir durch arm für Gott gerecht werden, so als dort für arm jährlich ist. Wenn wir das nicht einmal in Sinn haben, und wenn wir das nicht einmal uns verstehen halten, guck mal, was Gott mögt Jesus in meine Stadt zu sehen. Da ist dort, wer diesen euer gelitten hat für Gott. Und nicht du für Gott gerecht. Durch die Gerechtigkeit, die was in Jesus Christus ist. Und Gott deutet wegen, er will sie nun groß mehr damit. Wenn wir das im Sinn immer während haben, wie halten wir uns das immer weiter denken? Weißt du Gott, wir wollen noch anders leben. Und das Grote, was uns so sehr stieren kann von den Nächsten, wenn die uns was euch tun haben, wird immer kleiner und immer kleiner. Das ist überhaupt nicht, was die mir euch tun haben. Wie kommen wir durch? Wie kommen wir durch? Dort, wenn die Menschen uns noch haben, was euch tun,
Die sind uns moe en dagloon schuldig. En wie vergleichen unsere Schuld vor Gott, was wir da haben, mit 10.000 Talenten und eine Talent als mehrere Arbeitslohn wird, was ist der Unterschied? Wie viel mehr wie wir bei Gott schuldig, als ein Mensch uns jemals kann schuldig sein? Lass mich das sein. Je gerader wie unsere Schuld sein, was wir bei Gott haben, je kleiner wird uns der Schuld verkommen, was ein anderer je in uns hat. Wenn ich nu $100 Millionen schuldig bin, und ich kann noch nicht in das betalen, mir wird die Schuld bis ein Tag gestrickt, wenn es ein anderer gekommen, der hat der bis mal betont, dass ein Billionär, was der bis mal will wissen, wo gnädig wird. Bis mal wissen, ich sie bis mal gut. Und mir ist dort betont worden, und dort ist betont worden, ich sie nicht mehr schuldig, ich kann nicht frei gehen. Und dann einmal hast ich, dann kommt einer für mich, der ist lang $3 Millionen schuldig. Was mir an die $10 uit? Und vergleiche diese Schuld, wat erst betont worden für mich. Weet je wat? Dit helpt uns, dem den nächsten vergeben. Wenn wir kijken, wat uns als vergeben worden. Dann fängt sich uns die Schuld, wat den nächsten gehen uns auf, immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner, so dass wir fangen zu sein, es überhaupt nicht. Es überhaupt nicht. Nombre, ich will sehr viel euer in Schuld versunken. Und ich will haben, dort weil wir ein Denk haben. Dort wir diesen Ewa haben, dort wir gehen uns mit den Nächsten versäumen, wann es möglich ist. Und dort nicht an uns soll leiden. Dort nicht soll an uns leiden. Dort wir haben was verschlafen. Wir wollten dort nicht einmal möglich sein. Wenn wir wohnen auf einer Welt, was gehasst sind, die Wahrheit, was gehasst sind über die Christen, und wir wollen einen Tag vielleicht sogar noch Lieden machen, ich weiß das nicht. Bei einer Weg, das fällt sich einmal nach Meerskrieg tun. Gott hält die Hand auf und er lässt das mal besser weit, es heute erlauben das. Aber was ich will sagen ist das, der einzige Weg, dass uns das leichter ist, den Nächsten zu vergeben, weil wir bis immer an denken, was uns als vergeben worden. Und dann fängt sich an naht zu sein, was ein anderer gegen uns gesündigt hat. Amen. Weil wir dort ein Denk halten. Lieber gerechte Führer, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für deine große Genot. Und für wie groß du bist mit deiner Vergebung. Und dass du uns so unmenschlich, unutsprechlich viel Schuld vergeben hast. Und dass du dort ganz selbst betont hast, mit deinem Sehen sein Blut. Aber Herr, ich weiß, dass uns ist das nicht so deutlich. Wir können das schwer verstehen. Wir können das nicht begreifen, wo weit über uns Kopf wie in Schuld wären für die. Viele Schuld, die wir für die haben, die sind uns nicht mal deutlich, die sind uns nicht mal bekannt. Und die haben uns danach vergeben. Aber Herr, ich bitte dich, dass du uns ein vergebenes Hart geben und dass wir machen Upsehen für unseren Nächsten. Mit unseren Nächsten versöhnen und unseren Nächsten vergeben. In unseren Onder. Dass wir unseren Onder uns vergeben, wenn einer eine Klau in den anderen Hafings, wie viel, so viel. Jeder Tag. Und besonders ich sehe die Oyster von dir. Aber Herr, help uns das denken. Wofür du uns vergeben hast. Und dat wenn du ein Schuld für uns kämpft, dass wir lieber würden healen und mit einem großen Verlangen, die will bis wel vergeben, euer der überhaupt noch für jou. Herr, all das kann nur bis von dir kommen. Bis du allein kostet wirken. Und das woran wir für dich kommen. Und die du am Frau. Kein Mensch kann in anderen das Reich erreden. Keiner hat genug Weisheit, das Reich zu tun. Ob das passt, ich habe den einer den anderen vielleicht besäbern und vielleicht angrühen. Aber die wirkliche Hortensvergebung kommt von dir. Und du willst kommen wie für dich.
En Herr moest die ons dat geven met alle mensen, rammen ons vrede te gaan. Ook met kerken rammen ons. Herr moest die dat geven dat in die grotere verzuining mocht man die zijn, die wat zich Christen naam, en Herr moest die dat ook alle openbaren, wie er werkelijk een Christ is. En dat die noem abgeht met zo'n schoon te lijden, als die viertel mat. We weten dat die noem wordt daar een blad geslapt. Aber Herr, we weten dat die best ook de Rechta, die best ken ik over alle kenniks, en die worst die wezen wel herrlich die best, en die worst dat kom, want die is kamps, die niet kerk te holen. Daar wordt geen twijfel aan wer die best. En du wegen berg die alle macht has en alle kraft, mocht die gnädig zijn, mocht die dat wieder beweisen, dat die ken ik en alles ken ik best, dat die sovereign over alle dingen best. En mocht die ook gnädig zijn in dit land en de regering, mocht die niet laten de wild naar de mensen die natuur aan, maar mocht die in die controle houden. Mocht die ons de regering geven, dat die ons beschützen doen, dat we kunnen vreden, die woord wieder brengen, dat we mogen in vreden kunnen, die verherrlichen, en dat die ons niet op einmal mocht zo hard op een proef stellen, durch eine Verfallung ereind wordt, dat we dat op einmal nicht würden drehen können, Herr. Wir weten dat die wirst dat nicht tun, aber wir beten dagegen, dat die mocht wieder Genot schenken. En mocht die ook aan de harten, aan de arbeid zijn. Dat wanneer die woord gepredigt wordt, dat meer en meer mensen in die Rechta geroepen worden. Herr, die alleen best dat wat dat deed. Die roods hast hij bestemd, wat die was raden, en deswegen beten we. Herr, mocht die dat doen, verdien heel je naam in Jezus' naam berichtet. Amen.